Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurn. Jetzt Kasperl. Luigi, ich habe hier jetzt wirklich ein komplettes Nummer 26, war nur Animal Crossing gedaddelt. Ich bin da durchgeskippt, ich habe nichts gefunden. Wenn da irgendwo eine Erdnuss in diesem Haufen, ne, fertig verdautem zu finden war, habe ich es übersehen. Miss Gusi, es war langweilig. Ne? Hier auch die ersten 22 Minuten und jetzt wird's anzüglich. Ne? Reini hat gerade ne, ihr offenbart, anscheinend nicht zum ersten Mal, keine Ahnung, ne? Ich habe nicht zugehört, hat zum ersten Mal offenbart, dass er Borneo-Filme gedreht hat. Und jetzt geht's in die anzügliche Richtung. Ne? Und zwar hoffentlich ohne Goblins. Hoffentlich ohne Goblins. Richtig. Die Dingensens Tat des Tages schenken wir uns heute. Ich bin super im Stress. Ich konnte mir jetzt nichts mehr ausdenken oder raussuchen oder sonst irgendwie. Ich habe hier, der Arbeitspulli sitzt eng und ich habe einen straffen Zeitplan heute. Dementsprechend hockt euch her, Samamera. Reißt euch ja Häube auf. Mir hat einer in Rainer. Okay, jetzt bin ich neugierig. Scheiße, naja, gut. Egal. Ich kann dir auch Bilder schicken, jede Menge. Wie jetzt? Na, ich habe jede Menge Nacktbilder und ähnliches Zeug über Jahre hinweg gemacht. Über Jahre hinweg gemacht, ja. Er schickt sicher keine aktuellen. Ich würde es bezweifeln, er hat halt da seine alten Klassiker drauf. Die wir wahrscheinlich auch schon alle gesehen haben. Hier das, wo er im Garten steht und so, würde ihr schicken. Weil er war davor eine Woche im Krankenhaus, hat er vielleicht ein bisschen abgenommen, hat er ein bisschen nicht ganz so kreislig fett, aber doch, ja, doch, die Ding. Oh. Und ja, der Bilderschick-Lord ist wieder am Schlüssel. Ich meine, hey, immerhin fragt er dieses Mal. Es ist auch nicht selbstverständlich beim guten Reini, dass hier gefragt wird, ob solche Bilder überhaupt erwünscht sind, bevor sie denn durch den digitalen Äther schon auf dem Mobiltelefon des Bärchens landen. Hat er ein bisschen was dazugelernt. Echt? Hm. Teilst du mir auch jetzt deine Meinung mit oder lässt du mich jetzt einfach nur sitzen mit deinem... Ja, jetzt Reini, lass mal. Ne, chill. Die Frau muss gerade massiv den Würgreiz unterdrücken. Ne? Wie? Zu was? Zu was die Meinung? Ja, was denkst du gerade? Spannend. Sie denkt, dass du ekelhaft bist und dass man Frauen, die man praktisch nicht kennt, über Discord nicht anbieten sollte, ihnen Pimmelbilder zu schicken. Das denkt sie gerade. Das denkt im Übrigen jeder andere Mensch auch, außer dir, Rainer, in der Situation. Jeder normal denkende Mensch denkt sich das gerade. Ich dachte jetzt allerdings sowas wie, oh Gott, dieser kleine Bastard, wie komme ich jetzt... Ja, sowas in der Richtung. Richtig, Rainer. Sehr gut. Von ihm irgendwie los, ohne das irgendwie creepy überkommen zu lassen. Was du immer so denkst. Ich habe schon verrücktere Sachen erlebt. Ja? Oh, ich höre ihn. In der Ferne kommt der Lulu Train nach Bullshit Town. Ja? Ich höre ihn schon pfeifen. Lü. Ich finde es also spannend, Nacktbilder oder Videos oder so von mir zu sehen, aber die Idee daran zu haben. Ja. 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 Ich meine, ich würde, also, können natürlich auch warten, bis wir uns sehen. Das ist jetzt, aber interessieren würde es mich schon. Jetzt ist wieder der klassische Ding, es werden wieder irgendwelche Treffen ausgemacht. Das ist eine klassische Bärchennummer wieder. War das eine indirekte Frage, ob ich dir ein Bild schicke? Er ist vorsichtiger geworden, Leute. Er fragt jetzt extra nochmal nach. Er will eine klare Aussage haben. Ja, ich will, dass du mir ein Bild schickst. Das will er hören, ne? Damit er rechtlich abgesichert ist für den Fall, der 99% sicher ist, dass denn dies ein Bärchen ist. Vielleicht. Ah ja. Naja, das Problem ist, ich habe ja Regeln. Okay. Weiß ich nicht, Rainer. Die sind dann schon sehr vage wahrscheinlich, ne? Lass mir ihn mal sagen. Ja. Ich will halt auch sehen, ne? Mhm. Ach, natürlich. Oh, okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen irgendwie
Ich habe Regeln, so ich möchte es schriftlich von dir haben vorher, weil es Leute gibt, die ne, dann behaupten, die in einem Telefonat sagen, schick mir so ein Bild und danach irgendwie ne, behaupten, das wäre ungefragt gekommen oder so. So eine Nummer. Nein, das wäre vernünftig gewesen. Reini will auch ein Bild praktisch als Bezahlung für den High-Quality Borneo-Content, den er ihr da zukommen lässt. Vollkommen exklusiv auch noch, ne? Ja, ne. Und das bezweifle ich stark, dass du machen wirst. Wieso? Das hat viele Gründe. Okay. Weil du jung bist, weil du ein Mädchen bist, oder eine Frau besser gesagt. Okay. Eine junge Frau. Weil ich dich jetzt zwar ein bisschen minimal kenne, wirklich minimal, aber weil ich das einfach so einschätze. Okay. Ja, minimal kennen, merkst du selber, oder? Wenn du sagst minimal kennen und dann dir nochmal die Frage stellst, ob es angebracht ist, hier, ne? Die Pimmelbilder-Thematik auf den Tisch zu legen. Bei minimal kennen. Die Diskrepanz in diesem Sachverhalt checkt er einfach wieder nicht. Okay. Ja, ich überlege mir das mal. Du wirst ja vermutlich sowas auch noch nicht gemacht haben, schätze ich mal. Auch wenn das nur eine Vermutung ist. Ehrlich? Ja. Okay. Das schockiert mich jetzt dann doch. Warum? Keine Ahnung. Normalerweise sind Frauen zurückhaltender bei sowas. Okay. Ich habe aber länger keine mehr verschickt, also ich müsste erstmal neue machen. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein Leute in ihren 20ern Ding, oder? Die das dann spannend finden. Oh, soll ich dir mal was schicken? Ich das einmal erlebt, ne, dass eine gemeint hat, ob ich da Lust drauf hätte, dass sie mir irgendwie freizügigere Bilder schickt. Und das beim ersten Mal ganz witzig, aber nutzt sie schnell ab. Solange du auf den Bildern 18 bist, ist das angenehm. Ah, jo, okay. Also, als ob ich Bilder... Minimum. Yeesh. Ja, du würdest dich wundern, was heutzutage Leute rumschicken. Ist Ja, du lachst darüber, aber ich habe tatsächlich schon von Leuten Bilder bekommen, ungefragt wohlgemerkt, schon von Leuten Bilder bekommen, die minderjährig waren. Das ist kein... Schwierig, Rainer. Schwierig. Jetzt stellt sie mir natürlich als erstes die Frage, warum du, der du ja weder Influencer noch bist, du hast sie ja deiner eigenen Aussage nach aus dem Internet zurückgezogen, und warum du, der du auch keine eigenen Kinder hast und deine Arbeit auch nicht irgendwie mit Kindern ist oder so, warum du Kontakt zu Minderjährigen hast, Rainer. Das ist eine Frage, die ich mir jetzt da stelle. Ich meine, höchstwahrscheinlich ist Lülülü. Ne? Höchstwahrscheinlich ist Lülülü. Aber, ja. Echt? Naja, Aber die wollten dir doch bestimmt irgendwie schaden damit, oder? davon gehe ich aus, aber ich konnte damit halt nichts anfangen, weil ich habe das halt instant gelöscht. Ne? Ja. Ich habe halt mit einer Person geschrieben, ich habe mit einer Mädel geschrieben, die war 16. Ja, hat er sicher. Also ganz ehrlich, Reini, so schätze ich den nicht ein. Ich glaube, solltest du ein solches Bild bekommen, würde das nicht instant gelöscht. Vielleicht wird das auf einem versteckten Datenträger irgendwie übertragen oder so. Für den Fall, dass die Bullen doch einmal deine Datenträger durchsuchen, wenn sie schon beschlagnahmen und ein halbes Jahr lang in ihrer Asservatenkammer haben. Aber ja. Kann ich ihm nicht nachweisen, glaube ich ihm aber nicht. Okay. Nicht sexuell. Die hat mich angeschrieben, weil meine Nummer halt damals bekannt war. Das ist vor 2 Jahren oder so gewesen, vor 3 Jahren. Okay. Vor 3 Jahren war er ja noch offiziell Influencer. Da war er dann zwar schon obdachlos und auch schon Tickety-Tockety, ne? Da war der YouTube-Kanal auch schon weiter, aber Influencer war da schon. Aber trotzdem kein Grund, irgendwie privaten Kontakt mit Minderjährigen zu haben. Haben uns so ein bisschen unterhalten und alles. Und auf einmal sagt die halt so, dass die voll auf mich steht. Und ich so, okay, das tut mir jetzt leid, ne? Aber ich bin halt so alt für dich so und ich fange auch nichts mit jemandem an, der nicht mindestens, also absolutes Minimum ist 18. Ja. Lügenlord. Rainer, ich habe den Ausschnitt noch irgendwo parat aus deinem YouNow-Stream, wo du gesagt hast, hier 13 ist hart an der Grenze, weil die Grenze bei 14 liegt, ne?
Deine Worte, nicht meine. Das absolute Minimum, aber die Sache ist halt, steht grundsätzlich sowieso auf Ältere. Das heißt, bei mir fängt eigentlich das Interesse Alibi-Behauptung, Arschloch. so, sagen wir mal, bei so etwa 30 plus an. Ja. Und man sagt, ja, aber das ist doch voll unfair und sonst ist das sowieso viel besser als alle 30-jährigen Schabracken, so ungefähr hat sie es dargestellt. Okay. Sie ist doch sowieso besser als jede von diesen 30-jährigen Schabracken und so weiter und sie ist viel jünger und sie ist viel enger und Komisch, die spricht verdächtig ähnlich wie du, Rainer. Von den Formulierungen her. Ja, kommt die vielleicht aus Denken? Diese 16-Jährige? Ist die aus Denken? Ist die vielleicht sogar die Tochter von der Bürgermeisterin von Denken? Ihr wisst, Denken ist ein Ort, in dem praktisch eigentlich nur Frauen leben. Alle Freundinnen von Rainer. Ach so, ja, und Gumbels. Gumbels und Frauen. Aber die Gumbels, die haben mit diesen Frauen nichts, ne? Weil das sind die guten Gumbels vom Rainer, die würden ihm ja nie in die Parade fahren, ne? Außerdem ist sie ja noch Jungfrau und so weiter und würde gerne, dass ich sie in die und ich so, nein, stopp. Ja, die hat dann auch so zu mir, ja, sie würde gerne, dass ich sie in die Jungfrau. Nein, stopp! Das bleibt ja alles so, wie es jetzt ist. Genau, Rainer. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, das ist die ich für wahrscheinlich halte, 80%, ne, ungefähr, ist, dass das wieder mal hanebüchene Lügengeschichte ist. Möglichkeit Nummer 2, es waren irgendwelche Hater, die versucht haben, ihn zu justiziablen Handlungen oder Aussagen zu bewegen. Eins von den Dingern wird es sein. Keine wirklich echte 16-Jährige würde sagen, hier, Digga, den, ne? Keine. Also Stopp an der Stelle. Oha. Bis hierher und nicht weiter, habe ich gesagt. Ja. Und dann hat sie halt gesagt, also sie hat ja zwei alles. Ja, Rainer, im Übrigen, wenn du schon vorher wusstest, dass sie 16 war, dann wäre auch der Talk vorher schon unangebracht gewesen. Da hätte man da schon einen Riegel vorschieben müssen. Gespräch, ne? Das war ja alles, es war kein Gespräch, sondern es war alles geschrieben. Mhm. Und dann sagte sie halt sowas wie hat es dann daher gebracht? Die Lüge wird weiter gerendert. Bitte warten Sie. Dann sagte sie sowas wie in Rainers Kopf ist gerade dieser Kreis, ne? Wenn ihr auf dem Handy irgendwie YouTube schaut und keine Ahnung, sitzt auf der Rückbank im Auto und fahrt gerade irgendwie durch einen Tunnel oder sowas, dann kommt dieser Kreis. Ja? Das ist bei Rainer im Kopf gerade. Die sie würde mir jetzt gerne nochmal ihre Muschel zeigen, aber so ähnlich, glaube ich, hat es daher gebracht. Okay. Auch das klingt verdächtig nach dir, Rainer. Okay. Und dann hat sie mir ein Bild geschickt und noch während sie mir das Bild geschickt hat, habe ich sie blockiert. Das Bild kam durch, ich habe es aber natürlich instant gelöscht, den ganzen Chatverlauf gelöscht, alles gelöscht. Ja. Damit absolut nichts zu tun haben wollte. Ja, klar. Ja, freilich hast du das gemacht. Ja, freilich willst du mit sowas nichts zu tun haben, Rainer. Wissen wir Bescheid. Aber so ist mir schon ein paar Mal passiert tatsächlich. Okay. Ja, paar Mal. Ja, diese ganzen 16-Jährigen heutzutage, die keinen Männergeschmack mehr. Alle stehen sie auf Reini. Die letzte Frau, mit der ich zusammen war, die war 18. Und die Mit der du zusammen, also die letzte Frau, mit der du zusammen warst, die das auch öffentlich, zumindest hat so da ausschauen lassen, war Monere und die war nicht 18. hat mir angeboten, nachdem sie mich wohlgemerkt verarscht hatte. Okay. Ja, alle haben sie ihn immer verarscht. Das ist waren alles nur Hater. Und wir nochmal Kontakt hatten, kurzzeitig, das hat sich inzwischen auch wieder erledigt, hat sie dann mir geschrieben und hat gemeint, sie würde mir gerne, die hat mich gefragt hat sie mich, ob sie mir ein Video schicken soll, wie sie von hinten genommen wird. Ja, dann freilich hat sie das gesagt. Natürlich. Ja, das glaube ich doch sofort. Wer soll das jetzt gewesen sein? Also bei 18, nee, die war aber doch dann schon 19, oder? Die haben mit 18 das Kind gekriegt, die war 19, diese Mary. Weiß nicht. SE Lülülü. Okay. Da habe ich gesagt, nein, das soll sie mir nicht schicken. Und bin auch aus aller Wolken gefallen. Die Sache ist nämlich, dass ich mich ja damals auch in die verknallt habe und danach hat sie mich halt verarscht.
und habe mich auch bei den Hatern bloßgestellt und alles. Okay, dann ist es eine von den beiden. Ich glaube, Ding war älter. Indigo-Bärchen war, glaube ich, älter. Dann wird das diese Mary sein. Aber Reini, diese Mary war auch nicht ganz sauber. Wenn die wirklich Autismus hatte, auch. Ich habe Teile von diesem Interview gehört. Ja, ist schwieriger einzuschätzen. Okay. Und dann schickt die mir, dann hat die wieder Kontakt zu mir aufgenommen, wollte ich wissen, was sie von mir will. Und dann schreibt sie mir halt sowas wie, ja, sie würde gerne, und ob ich gerne ein Bild oder ein Video sehen wollen würde, was in der Zeit, also sie war ja damals, hat die ja ein Kind gekriegt, habe ich dir erzählt, von der hat die das Kind gekriegt. Mhm. Ja, okay, dann war das diese Mary. Mhm. Und dann hat die mir im Nachhinein ja die ganze Scheiße unterstellt. Und dann, als meine neue Nummer rausgekommen ist, wo ich immer noch nicht weiß, wie sie das angestellt haben, hat sie mir geschrieben. Und daraufhin habe ich halt auch mal kurz mit der kurzzeitig Kontakt gehabt. Und dann habe ich der da geschrieben, dass sie mir. Dann habe ich halt geschaut, was sie mir schreibt und habe halt auch ein paar Beweise gesammelt, dass sie halt das, was sie beim letzten Mal mir vorgeworfen hat, alles fake war und die das nur gemacht hat, weil die Hater das wollten. Ja, zeig her die Beweise. Wenn du sie hast, dann zeig her. Ja? War alles fake, was die gesagt hat. Wie gesagt, ja, hundertprozentig durchbachen ist die auch nicht. Aber. Okay. Und das hat sie dann auch alles zugegeben, also habe ich dafür jetzt auch Beweise von wegen, ich hätte irgendwie mir neben ihrem Kind einander geholt, keine Ahnung. Lauter solche Blödsinn hat die mir ja unterstellt. Und das ist dann ja alles nach hinten. Was ist eigentlich eine Falle? Da kann man Leute damit verarschen, die fallen da rein und bleiben erstmal stecken wie in so einem Loch, wenn du es vergraben hast. Ah ja, lol. Na gut, jedenfalls ist es so, dass die dann halt wieder Kontakt mit mir hatte. Ja. Rainer, das erwähntest du bereits. Rainer, dann mach halt kurz Pause beim Spiel. Wenn jetzt dir die tränenreiche Story von der böse Haterin, die dich verarscht hat, erzählen willst. Ja. Und sie wusste ja, dass ich immer noch Gefühle für sie hatte, auch wenn sie mich verarscht hat und so weiter. Sowas kommt mir jetzt so leicht los. Ja. Und ich bin da sowieso ganz anders. Ich bin da sowieso jemand, der sowieso noch viel mehr an sowas hängt. Ja, klar. Also, die angeblich hat die ihn verarscht, verleumdet, hat Lügen über ihn erzählt angeblich, steckt mit den Hatern unter einer Decke und wollte ihm ein Video schicken, wie sie von irgendjemand anderem durchgenommen wird, um ihn damit irgendwie matt zu machen. Dann hat man immer noch Gefühle für die. Alles klar, Rainer. Eins davon, ne? Aber beides geht nicht. Nicht einmal du bist so haargeldom. Okay. Was zu tun hat und sowas und ich trauere solchen Menschen oft jahrelang nach. Okay. Genau, und das dann auf jeden Hey, Fall. Rainer, du trauerst diesen Menschen nicht nach. Du trauerst dem Gefühl nach, bevor du enttäuscht wurdest. Also tatsächlich der Meinung warst, jetzt gibt's Wurstfach. Du trauerst der erneut verpassten Chance der Entjungferung nach. Das war's. Das so gewesen, dass sie, Moment, was will die von mir? Ach, sie gibt mir ein neues Emoji, schau mal. Nein, nö. Okay, neues Emoji. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass sie, hat sie mir dann hat sie mir halt irgendwann, dann haben wir wieder ein bisschen geschrieben, ein bisschen ich lag falsch. gehabt und ich habe gedacht, okay, na schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und dann hat sie mir halt aus heiterem Himmel irgendwann hat sie mir einfach so geschrieben, ja, wie sieht's denn aus? Und dann möchtest du, dass ich dir ein Bild schicke oder ein Video schicke, wie mich jemand fickt. So. Okay. Und irgendwie. Dann habe ich halt so gesagt, nein, das will ich nicht sehen. Ne? Ich meine, ich habe ja noch Gefühle für die gehabt und die hatte mir übelst viele Gefühle vorgespielt. Okay. Und das über einen langen Zeitraum und alles. Und dann frage ich mich halt, wie kommt die auf die Idee, dass ich dann ein Video sehen will, wie ein anderer sie anal nimmt oder von hinten nimmt. Noch dazu in der Zeit, in der sie ja quasi mit mir indirekt zusammen war. Ja, ist nie passiert. Du warst mit der nie zusammen. Woher hast du eigentlich diese wahnwitzige Vorstellung, dass du mit einer von den beiden wirklich zusammen gewesen wärst? Ich habe mir ja Beziehung vorgespielt lange Zeit. Okay. Nee, also, verstehe nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Ja.
Ich meine, sowas schreibe ich jemanden, wenn ich den entweder verarschen will oder wenn ich der Person schaden will oder wenn ich der Person psychisch irgendwie Leid zufügen will, dann schicke ich es, dann sage ich sowas zu einer Person. Aber doch nicht, wenn ich weiß, dass die Person darunter leidet und ich der Person nicht schaden will. Also, Ja, manchmal ganz merkwürdige Menschen auf dieser Welt irgendwie. ja. Keine Ahnung. Oh Mann. Aber warte mal, was hat die gemacht, um dich zu verarschen? Jetzt bin ich gespannt, was er da jetzt für eine Lügengeschichte rausposaunt. Irgendwas mit den Hatern hast du jetzt gerade gesagt. Hm? Was hat die gemacht mit denen, um dich zu verarschen? Ja, die hat, Hat er gerade erzählt. Hier von. Hey, komm. die hat mir vorgespielt, dass sie mich liebt und hat dann den Hatern irgendwelche Schwachsinn erzählt. Und die Hater wiederum sind dann hergegangen und haben die Scheiße gebaut. Nein, die hat ihm sicher nicht vorgespielt, dass sie ihn liebt. Das hat er sich wieder eingebildet. Und das wissen wir, weil das bei diesen ganzen Bärchen-Leaks immer schon so war, dass er da immer schon, immer viel mehr reininterpretiert hat und auch mit dem L-Wort immer um sich geworfen hat. Das ging immer von ihm aus. und haben das halt im Internet verbreitet unter den Vorwand, dass ich irgendwas angeblich gemacht habe oder eben nicht gemacht habe. Okay. Und ach, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Kannst du sie dann nicht irgendwie wegen übler Nachrede anzeigen oder sowas? Na klar würde das gehen. Ich habe sogar den Personalausweis von ihr. Okay. Das würde klar gehen. Alter, woher hast du den Personalausweis von ihr? Woher? Musste die, wo sie gekommen ist, dann hergehen und dann erst sagen, hier ist eine Kopie von meinem Personalausweis oder hier fotografier den schnell ab? Das wäre nämlich illegal, wenn du das von ihr gefordert hättest. Just saying. Aber soll ich mir echt ernsthaft Stress über Monate hinweg machen, wo am Ende meiner Erfahrung nach ohnehin nichts rauskommt, nur damit ich dann hinterher sagen kann, ja, ich habe sie angezeigt. Verstehe. Pass auf, ich habe ein Lager gehabt, nachdem ich mein Haus verkauft habe, habe ich ein Lager gehabt. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, du hast ein Lager gehabt, Reini. Das Lager ist dann vor 2 Jahren, dieses Lager ist vor 2 Jahren oder so jemand eingebrochen dann. Ja, vollkommen bescheuerte Aktion, aber das Kapitel ist jetzt, glaube ich, in Haterkreisen auch schon längst abgehakt, ne? Wir waren uns alle einig, dass das eine vollkommen behinderte Aktion ist und derjenige, der das gemacht hat, ist sich ja inzwischen auch einig, dass das eine vollkommen behinderte Aktion war und hat das ja auch schon öffentlich kundgetan und dann ist es doch jetzt gut, ne? Die waren ja auch vor Gericht, die sind ja auch verurteilt worden, die haben ihre Strafe gekriegt, fertig. Und hat Sachen von mir geklaut und alles. Okay. Ich hab die Sachen, einen Großteil von den Sachen habe ich nie wieder gesehen. Und die Sachen, die da außerdem drinnen waren, die wurden. Mist, ich wollte das nicht so machen, ich wollte auch Dinge machen. Und die Sachen, die da drinnen waren, Rainer, waren teilweise auch sehr stark emotionaler Wert, unter anderem mein YouTube Play-Button. Du willst mich doch jetzt verarschen, Rainer. Dein YouTube Play-Button, ne? Du hast ja damals, wo der anstand, immer gesagt, den will er gar nicht haben, da legt er keinen Wert drauf, da steht er drüber, das ist total lächerlich, wenn jemand das braucht, etc. bla bla. Dann hast du ihn doch geholt, hast ein kurzes Flex-Video gemacht und danach hat man ihn nie wieder gesehen. Dann lag er irgendwo in der Ecke und hat Staub gefangen, so wie der ganze andere Scheißdreck auch, den du eigentlich nie gebraucht hast, ne? Popcornmaschine, Hotdog-Maschine, Zuckerwatte-Maschine, Maschine. Ne? Erzähl doch nichts, dass der einen großen emotionalen Wert für die gehabt hätte. Ja, freilich, Rainer. Den ich mir nach 10 Jahren Mobbing im Internet irgendwann erkämpft habe. Ja, das ist die Grundvoraussetzung bei YouTube, damit man so einen Play-Button kriegt. 10 Jahre Mobbing, dann kriegst du einen silbernen Play-Button, Rainer. Und da steht dann drunter, für 10 Jahre Mobbing aushaltende an Rainer Winkler. Noch dazu, hast du den Play-Button, da war der Kanal noch gar keine 10 Jahre alt. Ne? Da war der Kanal noch keine 10 Jahre alt. Also verzeih keinen Schmarrn, Rainer. Rainer, du hast gegeiert auf diesen scheiß Play-Button. Und du hast gekotzt, dass die Wochen davor, die Monate davor, und du dachtest, jetzt geht's bald, jetzt haben wir ihn bald. Und wo es dann endlich gehabt hast du es dann doch abgefeiert, wie blöd. Du hast jetzt ja immer hingestellt und so getan, dass du es komplett cool und abgeklärt und jetzt überhaupt gar kein Interesse an dem scheiß Play-Button. Aber wir haben es alle mitgekriegt, dass es gelogen war. Und den wolltest du unbedingt, um zu flexen, um dann auch wirklich hier den kurz in die Kamera halten zu können, um zu sagen, schaut's her,
Ihr Hater sagt immer, ich bin kein echter YouTuber, aber ich habe hier den Play-Button. Das ist jetzt der Beweis. Ja. Und den hat halt einer von diesen Idioten von Hatern geklaut. Und da wurde ein Urteil gesprochen, ohne dass ich irgendwas davon mitbekommen habe, weil mir nämlich keine Info gegeben wurde darüber. Also die Info, die ich habe, ist, dass du sehr wohl eine Info gekriegt hast, dass dieses Verfahren läuft, dass dieser Prozess stattfindet und ob du dich dazu äußern willst und dergleichen. Und ich glaube, dann hättest du höchstwahrscheinlich auch deine Sachen irgendwann wieder bekommen. Aber du hast den Typen für einen Hater gehalten und hast gesagt, ja, nee, verarsche jemand anders. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dass die dann nicht kommen, ne? Dass die Bullen dann nicht kommen und dir weiter hinten nachlaufen. So, aber bitte, Herr Winkler, bitte kommen Sie doch. Ne? Du hättest ja da auch, ganz ehrlich, du hättest auch Schadensersatzforderungen geltend machen können. Du hättest ja da wirklich auch privat noch gegen die vorgehen können. Mit dem Urteil in der Hand. Nur, wenn du deine Sachen wirklich jetzt nicht wiedergekriegt hättest. Und auch wenn du sie wiedergekriegt hättest, hättest immer noch was machen können, schadensersatzmäßig. Hast du gemacht, war da wurscht, Rainer. Als Zeug geladen, was ich bis heute nicht verstehe. Und dann wurde der sogar noch freigesprochen. Nein, Rainer. Der Klonter hat sich selbst in seinen Stream oder ins Video gesetzt und hat uns gesagt, was Phase war. Und wozu er verurteilt wurde. Und ich glaube, das würde er kaum erzählen, wenn er freigesprochen wäre. Ne? Das würde er kaum erzählen. Hätten sie ihn freigesprochen, hätte er uns das sicher so erzählt. Da werden wieder gelogen und gelogen und gelogen. Niemand von denen ist freigesprochen worden, Rainer. Du hast es bloß nicht mitgekriegt, weil als die dich angerufen haben, du gesagt hast, verpisst euch. Also die von der Polizei jetzt. Wie das denn? Ja, weil die Justiz einfach Hurensöhne sind. Ja, die Justiz sind jetzt Hurensöhne, Rainer. Weil sie, nachdem sie dich angerufen haben, du sie erst für einen Hater gehalten hast und danach gesagt hast, ja nee, leck mich am Arsch, ich will damit alles nichts zu tun haben. Weil sie dann nicht gesagt haben, ja okay, dann regeln wir das für ihn. So ungefähr, ne? Wir nehmen dem seine ganzen Schätze, nehmen wir den Hatern wieder weg und dann tragen wir die nach Zobis rein. Ne? Wie in dieser Szene im ersten Drittel von Aladdin, ne? Wo er gerade frisch irgendwie diesen Wunsch hatte, dass er Prinz Ali wird, ne? Prinz Raini. Ne? Da kommen sie dann auf Elefanten und tragen seine Schätze beim Tor von Zobis rein. Ja? Prinz Raini, deppert wie nie, Schwalia bla bla. Halt dein Maul, Rainer. Du hast dich mal wieder nicht darum gekümmert und deswegen bist du mal wieder leer ausgegangen, Rainer. Du hast dich nicht darum gekümmert. Und ich glaube, wenn du dich jetzt darum kümmern würdest, du würdest deine Sachen höchstwahrscheinlich auch wiederbekommen oder zumindest einen Schadensersatz. Das ist, glaube ich, noch nicht verjährt. Aber es ist dir eigentlich scheißegal, weil es viel schöner ist, in der Opferrolle zu sitzen. Weil man müsste ja ein bisschen aus diesem Opfernarrativ heraustreten. Das würde die komplette Geschichte, die jetzt über Jahre hinweg zusammengesponnen hat, wird das ja komplett einreißen. Ne? Er ist der einsame Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit. Niemand hilft ihm. Die Polizei macht ihren Job nicht. Die Gerichte sind Hurensöhne. Die Hater sind alle gegen ihn. Niemand hilft ihm, bla bla bla. Ihm kann keine Gerechtigkeit zuteil werden. Er ist das Opfer aller Opfer. Und wenn dann tatsächlich, okay, die haben da Scheiße gebaut, die werden da verurteilt, der Winkler, wir nehmen sie ja mit dazu, wir müssen dann nur eine Aussage machen und einen Antrag stellen, dann kriegen sie ihr Zeug wieder oder auch eine Kompensation, einen Schadensersatz dafür. Wenn das wirklich einfach so hätte funktioniert hätte, dann hätte man ihm das immer vorwerfen können. Ja, aber Reini, wenn du sagst immer, es gibt keine Gerechtigkeit, aber da ist doch Gerechtigkeit passiert. Vollkommen zu deinen Gunsten. Zu Recht auch, ne? Und das will er nicht. Das zerstört sein Opfernarrativ. Und die Opferrolle ist alles, was er noch hat. Weil das asoziale Bastarde sind und nur die Ungerechtigkeit durchgeht. Der Typ hat mich... Da haben wir es. Nur die Ungerechtigkeit. Alle sind sie gegen ihn, die widrigen Umstände, der eisige Wind weht ihm ins Gesicht. Aber der Rainer, der schwimmt nicht mit dem Strom.
Er riecht zwar wie ein toter Fisch, aber er ist keiner. Halt dein Maul, Rainer. Beklaut über Monate und über Jahre hinweg hat er mich bestohlen. Von dem Typen kriege ich 23.000, 24.000 Euro. Nur an finanziellen. Geht es um Frankengamer? Warte. Und dann wurde der sogar noch freigesprochen. Hä, wie das denn? Ja, weil die Justiz einfach Hurensöhne sind. Weil das asoziale Bastarde sind und nur die Ungerechtigkeit durchgeht. Der Typ hat mich beklagt, sonst hat sich das Hater herausgestellt. Ja, jetzt zahlt es zurück. Finanziell, also nur an finanzielle Unterstützung, die ich ihm gegenüber gegeben habe. 1.000 Euro. Weg hat er mich bestohlen. Von dem Typen kriege ich 23, 24. Ja, okay, es geht auf. Es ist hier wieder, ich muss ein bisschen in der. Sorry für die Hickerei. Es geht jetzt anscheinend um den Frankengamer. Ja? Der hat ihn angeblich bestohlen. Und der schuldet ihm 24.000 Euro. Da bin ich gespannt, was er jetzt erzählt. Ne? Laut der Aussagen des Frankengamers, denen ich mehr Glauben schenke als seinen, hat Reini bei ihm gewohnt für mehrere Monate. Der hat dafür das Zimmer seines Sohnes geräumt und der Sohn ist zu den benachbarten Großeltern gezogen anscheinend. Und damit der Reini bei ihm wohnen kann. Und hat ihn da versteckt. Das war zu der Zeit, wo wir alle gedacht haben, er wäre bei Marion im Keller. Ne? Schlusslochstachel. Und der hat natürlich auch ein bisschen eine Gegenleistung dafür erwartet. Und die hat der Reini mit ihm ausgemacht. Und jetzt heißt's, der hat mich bestohlen. Bin gespannt, was jetzt für eine Räuberpistole erzählt wird. 1.000 Euro. Nur an finanziellen Unterstützung, die ich ihm gegenüber gegeben habe, die immer gesagt hat, ja, jetzt zahlt es zurück. Okay. Das glaube ich nicht, dass er das gesagt hat, Rainer. Warum hätte er das denn zurückzahlen sollen? Rainer, du hast ihn dafür bezahlt, dass du bei ihm wohnen darfst, weil du obdachlos warst zu der Zeit. Rainer, du warst obdachlos und du hast dir massivst in die Hosen geschissen. Kein Hotel wollte dich mehr nehmen und du hast auch gewusst, wenn du in Hotels bleiben würdest, wäre das Geld enorm schnell weg. Gut, so war es auch enorm schnell weg. Aber das lag wieder an deiner eigenen Dummheit. Rainer, du bist zu dem einzigen Menschen gegangen, den du wirklich irgendwie tatsächlich mal face-to-face kennengelernt hast, weil er in der Nähe wohnt, der dir nicht sofort die Prügel ausgeschmissen hat und hast gesagt, bitte, 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 ich bin obdachlos auf der Straße, die machen mich kaputt, wenn die mich sehen. Ich kann nicht auf der Straße leben, ne? Bitte darf ich bei dir pennen. Und der hat halt Bedingungen gestellt und dann gab's, ich erinnere mich noch an irgendwelche Storys, wo es zum, nach Geiselwind oder wohin, zum Subway-Sandwich geschickt hast. Ja? 1 Viertelstunden One-Way. Damit er dir 4 Footlong-Subs kauft. Und dass du dann dafür irgendwie ein 100er oder sowas in die Hand gedruckt hast. Man hat's ja, weil der Ranger ist gerade über die Ladentheke wieder zurück zum Händler gegangen und mit 15.000 Euro Wertverlust und dann hast du halt ein bisschen Pulver in der Hand gehabt, gell? Wir wissen alle, wenn der Rainer 5 Euro in der Hosentasche hat, dann wird's warm. Die brennen ihm sofort ein Loch rein. Muss raus. War am Ende vom Lied. Er hat sich als Hater herausgestellt, er muss die Kohle nicht zurückgeben, weil wir keinen Vertrag oder so aufgesetzt haben, weil ich mich auf Gut und Glauben, auf Freund und so weiter, weil ich dachte, er ist ein guter Kumpel. Ja. So erbärmlich, Rainer. Das ist so eine erbärmliche Lügenstory. Mich darauf verlassen habe. Und im Nachhinein hat sich sogar herausgestellt, dass der über Jahre hinweg, über 1,5 Jahre hinweg, 2 Jahre hinweg, den Hatern Infos gesteckt hat. Unter anderem meine Beziehung mit Mona, also meiner damaligen Freundin. Ja, Reini, das war nicht so lange. Und ja, hat er, aber ist halt scheiße gelaufen für dich. Das ist halt, glaube ich, nicht illegal. Boykottiert hat. Okay. Er ist dann gegangen und hat Informationen über mich an die Hater weitergegeben, zum Beispiel in welchem Hotel ich untergekommen bin. Er hat denen Bilder geschickt, Videos geschickt, was die dann veröffentlicht haben, sodass die in diesem Hotel so lange Terror gemacht haben, bis ich aus dem Hotel geflogen bin. Schon im ersten Hotel, als ich aus dem Haus ausgezogen bin, schon im allerersten Hotel hat er die Hater mir auf den Hals gehetzt. Hat dann durch Umstände dafür sorgen können, dass ich bei dem übernachte und unterkomme. Dann habe ich dem hier und da ein bisschen Geld zugesteckt, weil ich dachte, guter Kumpel und so, der hilft mir gerade in einer scheiß Lage. Und am Ende, nachdem ich keine Kohle mehr hatte oder keine Kohle mehr ausspucken wollte, auch wenn ich noch was hatte, hat er mich letzten Endes dann halt einfach gesagt, ja. Letzten Endes! Ja, hier ist die Tür, tschüss.
Und Ja, Rainer, natürlich. Rainer, natürlich hat er das. Was hast du denn erwartet? Dass der dich mit durchfüttert? Der Mann hat eine Familie zu ernähren. Und wenn. Reini hat den ja kennengelernt, weil der GLS-Pakete ausgefahren hat. Da verdienst du jetzt nicht so viel. Vor allem, wenn du jemanden mit einem Kalorienbedarf von 8000 am Tag dann noch mitfüttern musst. Was hast du erwartet, dass der dich adoptiert oder was? Ja, Reini, du wohnst jetzt hier. Was willst du heute Abend essen? Sollen wir doch noch eine Geschichte vorlesen, bevor du ins Bett gehst? Natürlich, wenn du kein Pulver mehr hast, dann schmeißt der dich raus, du warst da zur Untermiete, du Dulli. und dann hat er mich trotzdem. Und Rainer, wenn du Leute haben willst, bei denen du umsonst pennen kannst, nachdem du aus deiner Butze geflogen bist, dann hättest du es da vielleicht nicht mit deiner ganzen Familie verkacken sollen. Weil die sind nämlich für sowas zuständig. Und wenn man im Internet seine Mutter nicht als dumme Schlampe bezeichnet, dann kann man vielleicht auch dann in so einer Notsituation zu der hingehen und sagen, hey Mom, kann ich vielleicht mal irgendwie 2-3 Wochen bei dir crashen, bis ich was Neues gefunden habe. Monate hinweg betrogen und belogen. Immer in dem, und ich habe immer gesagt, ne, ich bin jetzt gerade da und so weiter, haben uns immer unterhalten, haben immer wieder geschrieben. Und im Endeffekt hat er mich dann total beschissen und betrogen und hat am Ende eigentlich nur für eins gesorgt, und zwar dafür, dass ich am Ende eben im Nirgendwo gelandet bin. Ja, Applaus. Keine Ahnung, man kann von dem Mann halten, was man will, aber das hat er gut gemacht. Und ganz ehrlich, ich hätte mir von dir auch, also ich wäre niemals so behindert gewesen und hätte den irgendwie in meiner Bude beherbergt, ne? Aber wenn, dann hätte ich mich von dem auch dafür königlich entlohnen lassen, weil es eine Zumutung ist, den überhaupt im Haus zu haben. Der zerwohnt dir einfach deine Wohnung mit Turbogeschwindigkeit, weil er halt so viel wiegt wie die ganze Kleinfamilie. Natürlich lasse ich mir da Kohle geben und vor allem, wenn ich dann meinen eigenen Sohn zu den Großeltern schicken muss für die Zeit, lasse ich mir das entlohnen von dir. Freilich. Boah, das ist ja echt scheiße. Das tut mir echt leid. Also das Das ist total scheiße. Dieses Schwein hat den obdachlosen Rainer aufgenommen, der sonst hätte auf der Straße oder in der Bahnhofsmission pennen müssen. Da, wo er richtig gelitten hätte. Diese Drecksau. Gibt ihm einfach ein Dach über dem Kopf und verlangt dann auch noch Geld dafür. Junge. Ja, ich weiß schon, warum ich immer sage, ich vertraue niemanden. Selbst wenn Ja, dafür vertraust du aber dann doch immer wieder ganz schön vielen Leuten. Dem Bärchen hier vertraust du jetzt ja auch, indem du in diese Storys erzählst. selbst das mit dir und Volt Bunny, ne? Ich habe von euch den Personalausweis gesehen und ich habe auch von euch beiden. Ja, das wird höchstwahrscheinlich nicht der richtige Personalausweis gewesen sein, Rainer. Höchstwahrscheinlich nicht. Unzensiert und alles gesehen. Das macht für mich aber keinen Unterschied. Ja. Oh, ich habe noch einen ganzen Fisch vor der Feier gefunden. Das heißt nicht, dass ich euch nicht vertraue. Das heißt einfach nur, das macht für mich keinen Unterschied. Weil ich habe von dem Typen auch sämtliche Infos und Daten und keine Ahnung gehabt, weißt du? Okay. Und der Typ, und ich kannte den Typen privat, ich kenne seine Mutter, ja, ich kenne seine Freundin, ich kannte sogar zeitlang seinen Arbeitgeber und keine Ahnung, was noch alles, ja. Ja. Ja, natürlich kanntest du seinen Arbeitgeber, weil sein Arbeitgeber der Paketzustellungsdienstleister war, der dir hier die Päckchen von der Amazon Battle-Liste vor die Haustür geballert hat. Und der Typ hat mich von vorne bis hinten komplett beschissen. Scheiße. Da ist noch irgendein Flieger, den kenne ich noch nicht, oder? Also, dass der den ausgenommen hat. Und dass er gesagt hat, hey Reini, kann ich hier schon bleiben, aber das kostet dich was. Schön gut. Und dass er auch dann gesagt hat, wenn der Reini sagt, hier gib dann 100er dafür, dass du Subway Sandwiches kaufen fährst, dass er dann nicht gesagt hat, hey Reini, ist vielleicht ein bisschen dumm. Das ist vielleicht ein bisschen dumm. Ja? Hier, wir haben ein Packerl Nudeln und Tomatensoße, das kostet miteinander 2,50 €. Ist es nicht vielleicht gescheiter? Sondern dass er dann gesagt hat, ja okay, dann nimm mir halt den 100er und fahr. Wenn du das unbedingt so willst, dann kriegst du das. Oha, ich habe noch was Neues gefunden. Ja? Renner, hier Bedienstete kosten Geld. Ich habe einen Moskito gefangen. Kann man abgeben. Ich bin stolz auf dich, Renner. Ja, da fliegt doch irgendwas. Ja, und das hat über Jahre hinweg. Also ich habe auch keinen Hass auf die. Ja, andere. Okay. Nee, Hass ist ja, Rainer kann keinen Hass empfinden. Ne? Wissen wir ja. Das war eine seiner berühmten Lügen. Und Hass ist keine Emotion, aber er kann auch keinen Hass empfinden. Menschen würden anfangen, die zu hassen. Und ich denke mir, nö, die Energie ist es mir einfach nicht wert.
hast zu investieren. Ja. Aber Ja, aber du schwadronierst jetzt hier schon seit einer Viertelstunde darüber, was das für Arschlöcher sind. Darüber wird schwadroniert, aber Hassempfinden, nein, da ist ihm seine Zeit zu schade dafür. Wissen wir Bescheid. gerade der eine, dem ich so viel Kohle schulde, sollte mir der irgendwann durch Zufall nochmal über den Weg laufen. Ja, ich werde ihm einen solchen Faustschlag verpassen, dass der auf dem Boden landet. Ja, wir hören hier den Pazifismus-Lord, by the way. Der Mann, der nie einer Fliege etwas zu Leide tun würde und der den auch nicht hasst. Ne? Ich weiß nicht, jemanden, den ich nicht hasse, hau ich nicht spontan einen auf die Fresse, wenn ich ihn bloß sehe. Und wenn er mich dann anzeigt wegen Körperverletzung oder so, Ja, dann hat er alles Recht dazu, Rainer. Und dann hoffe ich, dass du dann auch genau endlich mal das bekommst, was du verdienst, und zwar Langzeiturlaub im Hotel Viereck. Scheiß. Dann werde ich ihn erstmal richtig zusammentreten. Ja, richtig, ja, das macht's besser, Rainer. Weil dann gehe ich auch gar nicht in den Knast dafür, weil wenn die Justiz nämlich den laufen lässt. Im Übrigen, Reini geht gerne in den Knast für irgendwas, ist auch eine nicht ganz so neue Story. Das hat er über Jahre hinweg, hat er das gesagt. Ne? Seitdem die ersten Anzeigen reingeflattert sind, wenn er mal wieder handgreiflich geworden ist, irgendwelchen Kuchenkindern gegenüber, da ist er, ja, ihr verteidigt mich nur und ich bin im Recht und wenn ich dafür in den Knast gehe, dann mache ich das, dann gehe ich da aufrecht rein. Und in dem Moment, wo dann tatsächlich der Knast gewunken hat, ne, im Oktober 2021, da hat er sich eingeschissen. Lieber Anwalt, bitte doch Berufung einlegen. Nochmal, das ist alles so ungerecht, ich will nicht ins Gefängnis. Halt dein Maul, Rainer. Rainer, jemand, der sagt, hey, wenn ich das mache, dann gehe ich dafür auch gerne in den Knast, der lügt nicht vor Gericht über alles, nur um den Knast zu vermeiden. Ne? Wenn ich jemandem die Fresse poliere, weil ich ihn für einen Hurensohn halte, und der zeigt mich an, und ich stehe vor Gericht, und ich sag hier, nö, ich stehe dann dazu, dann muss ich vor Gericht mich auch hinstellen und sagen, ich habe den die Fresse poliert, weil ich ihn für einen Hurensohn halte, und ich würde es wieder tun. So. Das ist die einzige Handlung, wo du sagst, hier, ich gehe da gerne in den Knast für. Jemand, der sagt, nee, bitte, das war ja alles gar nicht so und ich habe den größten Respekt vor der Polizei und hier dieses und jenes, das habe ich alles gar nicht so gemacht. Tut das eben nicht. Nach dem, was er mir angetan hat und mich dann verurteilt, weil ich ihm einen gerechtfertigten Faustschlag gebe, der auch nach Jahren noch gerechtfertigt ist, auch noch 20 Jahren noch gerechtfertigt wäre. Ja, nee, der ist nicht gerechtfertigt, weil erstens in Deutschland Selbstjustiz illegal ist und auch dann sollte der tatsächlich dich beschissen haben, wäre das ja nach 20 Jahren verjährt, Rainer. Dann, sorry, aber dann macht die Justiz definitiv was falsch. Wenn sie unbedingt meinen, dann sollen sie mich gleich in den Knast schicken. Dann sehe ich nämlich beim besten Willen da rein. Ja, das hätten sie vielleicht schon lange mal machen sollen, Rainer. Okay. Vor allem das Asozialste an dem Typen Das Asozialste an der ganzen Geschichte bist du, Rainer. ist, weißt du, ich wünsche mir seit eigentlich ich 16 bin, eine Familie, eine Frau, Kinder und so weiter. Ja, da hättest du ja vielleicht noch mal was dafür tun sollen. Die kommen nicht von alleine. Und Ja. der Typ, der hat 2 Kinder, kriegt jetzt noch irgendwie ein drittes dazu. Keine Ahnung, irgendwie mit seiner neuen Mackerin da irgendwie, kein Plan. Also richtig asozial. Und so ein Typ, der da irgendwie auf die Kosten anderer Menschen lebt. Hör ich da Neid raus? Ja, Rainer, der hat eine Frau und mehrere Kinder, die er durchbringen muss. Natürlich nimmt er dich nicht kostenlos bei sich zu Hause auf. Ganz ehrlich, wenn der finanziell richtig knorke da gestanden wäre, hätte er dich wahrscheinlich gar nicht bei sich zu Hause aufgenommen. Ja. Halt nur Scheiße baut ohne Ende. Der Typ, der da frei rumlaufen und die Hater behelligen den nicht. Und mich, ja, der jahrzehntelang sich mobben lässt, der seit Jahrzehnten da irgendwie Videos und Livestreams gemacht hat. Sich mobben lässt. Das ist der Punkt. Das hat mich endlich mal richtig gesagt. Freudsche Versprecher. Er lässt sich mobben. Er tut ja nichts dagegen. Er will das ja so. Ne? Da sind wir wieder mit der Opferrolle. Wo wäre er denn, wenn er nicht mehr in seinen Augen, in Anführungsstrichen, gemobbt würde? Ne? Raus aus der Opferrolle. Und da will er nicht raus. Die Opferrolle ist das Einzige, was ihm geblieben ist. Ja. Und sich von den Leuten hat verarschen lassen dürfen. Und trotzdem gutgläubig immer wieder sein Leben weiterlebt und immer wieder weiter verarscht wird. Und trotzdem immer wieder sein Leben da weiterführt. Ich meine, die halten mich für dumm, weil ich einfach... Und dann, ja, du bist dumm. Und zwar, weil du nicht dein Leben einfach weiterlebst, lebende, sondern weil du immer wieder dieselbe Scheiße baust, weil du halt nicht dazulernst. Ne? Dein Leben weiterleben ist ja, jeder Schicksalsschlag
ist überwindbar und dann sagt man, lebt dann sein Leben irgendwann weiter. Aber du lebst dein Leben auf die Art und Weise weiter, dass du jedes Mal wieder dieselbe Scheiße baust, um jedes Mal wieder in dieselbe Drecksituation zu kommen. Und dann ist halt dann irgendwann, wenn du dann zum Heulen anfängst, oh, ich hab's schon wieder gemacht, ja dann ist irgendwann halt das Mitleid aufgebraucht bei den Leuten. Ich immer wieder den Leuten vertraue. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich halte mich nicht für dumm. Ich bin nicht dumm. Doch, Rainer, du bist hageldumm. Rainer, du bist so dumm, wie es nur geht. Du bist wirklich an der Grenze dessen, dass dir das aber aus dem Mundwinkel tropft. Rainer, ein paar IQ-Punkte weniger und du könntest dich irgendwie nicht mal mehr intelligenzmäßig mit einem Schimpansen messen. Rainer, du bist hageldumm und wenn du das an dem Tag, an dem du das einsiehst, wird vielleicht auch die Einsicht kommen, in welche Richtung dein Lebensweg zu gehen hat. Und dass das Internet vielleicht das nicht ist. Nur weil ich jemandem vertraue. Der einzige Grund, warum ich Leuten vertraue, ist, weil ich einfach mein Leben nicht in Hass leben will. Ja. Das ist schlecht. Ja? Hast auch da wieder versagt, weil Hass ist dein Geschäftsmodell seit 10 beschissenen Jahren. Das ist daran, mein Leben in Hass und in Scheiße zu leben. Das ist mir zu blöd. Da habe ich Besseres zu tun. Ja, verständlich. Und deswegen vertraue ich auch immer wieder mal Leuten, auch wenn es die falschen Leute sind. Ich übersehe auch viele Sachen. Jetzt wie zum Beispiel, das beste Beispiel ist jetzt der neue Typ im Discord. Ja, nein, das beste Beispiel sind die 2 Bärchen. Du übersiehst nämlich die Tatsache, dass die überhaupt keinen logischen, nachvollziehbaren Grund haben, sich mit dir hier in diesem Discord zu setzen und sich deine hanebüchenden Goblin-Geschichten anzuhören. Die haben keinen vernünftigen Grund, es sei denn, es sind Haterinnen, die Mad farmen wollen. Hast auch schon wieder übersehen. Das beste Beispiel an der Situation, pass auf. Der Typ ist, glaube ich, auch einer von den Hatern. Ich glaube, das ist sogar einer von den asozialen Hatern gewesen. So, Okay. Ich weiß es aber nicht. Ich kenne die Stimme irgendwo hier. Ich weiß aber nicht, ich kann sie nicht zuordnen im Moment. Vielleicht kann ich... Ja, Reini, das mit den Stimmen und so weiter, das ist nicht umsonst ein Running Gag im Game. Da hat er ein Demon, hatte ich ja x-mal damit gekriegt. Der war wieder und wieder und wieder auf deinen komischen Servern drauf und du hast es jedes Mal nicht gecheckt, dass er es war. Mich würde es nicht wundern, wenn das wieder ist, Rainer, ganz ehrlich. das noch irgendwann zuordnen, aber ich weiß es einfach nicht im Moment. Deswegen sage ich euch auch, dass ihr vorsichtig sein solltet und Ja. möglichst wenig Infos geben. Und vor allem gebt denen keine Infos über euch privat. Ja. So, und das Ganze geht aber noch weiter. Und zwar ist es so, dass die, wenn das wirklich wieder einer von denen ist, so, und ich ignoriere das jetzt im Moment bewusst, ja, auch wenn ich weiß nicht genau, wer es ist, ich weiß aber, es ist einer, oder ich bin mir sehr sicher, dass es einer ist. So, und Ja, Rainer, warum bannst du ihn dann nicht vom Discord? das ist der Witz, wenn ich jetzt nichts mache und wenn ich jetzt den nicht raushaue und keine Ahnung, ne, Ja. dann wird Folgendes passieren. Die Hater werden sich den Arsch ablachen, wenn das wieder rauskommt, werden wieder sagen, ja, schau mal, ne, wir haben ihn wieder verarscht, der hat uns wieder nicht erkannt, nur weil ich es ignoriert habe. Weil ich nicht einfach jemand da raushauen will, der sich vielleicht ähnlich anhört oder aufgrund von verschiedenen Situationen gerade sich vielleicht ähnlich in einer Situation befindet. Rainer, es ist gelogen. Ne? Es ist gelogen, was du gerade sagst. Aber himmelschreiend gelogen. Er will es doch kaufen, so ja, es besteht ja die ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass das doch kein Hater ist und dann will ich ihm kein Unrecht tun. Rainer, das wären ganz neue Töne von dir. Ne? Ich erinnere an den Typen, den du gebannhammert hast, weil er gesagt hat, cooler Winkel, ne? In Bezug auf die neue Kameraeinstellung. Und hinterher dann vielleicht gar nicht der Schuldige ist so. Ja? Und selbst wenn ich jetzt 10-mal weiß, dass das ist, ich gebe der Person da trotzdem noch eine Chance. Nicht, weil ich gutgläubig bin oder sonst was, sondern weil ich mir halt denke, so, jeder kann sich ändern. Ja, jeder. Und ja, wenn der jetzt... Kompletter Schmarren. Gib den Leuten doch noch eine Chance. Wie oft der irgendwelchen Leuten gesagt hat, wenn das und das, dann bist du für mich gestorben. Ja? Welche Chancen hat er denn auch seiner Mutter und seiner Schwester und sowas gegeben? Ja? Er gibt immer allen Leuten weitere Chancen. Ihm Geld zu geben vielleicht, aber sonst nichts. jetzt mal merken würde, was ich wirklich für ein Mensch bin, dann würde der vielleicht auch aufhören mit dieser Scheiße. Aber Ja. das ist natürlich rosa-rot gedacht Rainer, wir wissen, was du wirklich für ein Mensch bist. Du lässt es zu Genüge raushängen. und ziemlich dämlich. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob man irgendwie jemanden nur aus dem Internet kennt, so aus Videos oder so, oder ob man mit jemandem mal ein bisschen Zeit verbringt. Weil da sieht man ja so ein bisschen viel mehr so, was das für eine Person ist und wie die so tickt. Und ich denke, wenn die Leute da so ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen würden und so ein bisschen offen wären, dann würden die das auch merken, dass du gar nicht so scheiße bist, so, weißt du? Du, das habe ich auch immer gedacht. Das ist einer der vielen Gründe. Ja,
Mal, liebes Bärchen, erzähl mir doch nicht sowas. Du bestärkst ihn in seinem vollkommenen Wahn. Es gab so viele Leute, die über die Jahre irgendwie Kontakt mit ihm hatten. Und auch Leute, die stellenweise wirklich offen an ihn rangegangen sind. Und alle haben sie ihn danach gehasst. Alle. Jeder. Vor allem, wenn sie mitgekriegt haben, was er halt wirklich für ein Mensch ist. Weil wenn man hinter die Maske geblickt hat, dieses Ding, was er da im Internet gespielt hat oft. Schau so, ich bin der lustige Depp im Internet. Die Leute, die hinter diese Maske geblickt haben, die besser kennengelernt haben, die haben noch mehr gehasst als alle anderen. Was ich immer gedacht habe. Aber schau dir doch an, was passiert. Stattdessen gehen sie lieber her. Pass auf, der Kumpel, ne, von dem ich da gesprochen habe, Ja. der mich da ans Messer geliefert hat. Die letzten 1,5 Jahre, 2 Jahre, wo ich da auf der Straße gelebt habe teilweise, die hätten für mich und auch für ihn viel lukrativer sein können. Okay. Ich mach jetzt mal die Switch, also ich muss mich vor den Rechner setzen, weil ich habe da keinen... Also für ihn war es relativ lukrativ. Ja, wenn du sagst, du hast dem 420k in den Arsch geblasen für die 3 Monate, das wird wahrscheinlich ungefähr das sein, was der im Jahr bei GLS verdient, ne? Also, schau. Ich habe dann einen Ventilator Ja. und dann spielen wir eh zusammen. Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass die... es ist warm gerade. Bei mir ist es auch warm. Ja, ist warm und dass die, Rainer, dass die... Den Fernseher ausmachen, du Drecksding. Mach halt jetzt den Fernseher aus. Muss ich 4-mal auf die Taste drücken, dass der den Fernseher ausmacht. Gibt's das? Ja, das war meine Flasche. Okay, hier. Ach, das war von dir vorhin die Nachricht. Jetzt pass auf, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das ist also so, dass die, Rainer, da bist du stehen geblieben. Ja, stell dir den Typen an, mit dem ich da die Situation hatte. So, ich habe den monatelang habe ich dem Geld gegeben. Ich habe dem einmal 3.500 € gegeben, dass er sich sein neues Haus, dass er sich sein altes Auto, sein Lieblingsauto, was er da unbedingt fahren wollte, dass er das reparieren kann, dass er einen Motorschaden hatte. Okay. Ja, aber das hast du auch nicht aus Gutmütigkeit getan, Rainer. Rainer, der ist dir permanent, du hast ihn doch permanent irgendwo zum stundenweise hunderte Kilometer zum Holen von Subway-Sandwiches und allem möglichen Scheißdreck. Und zu deinen Terminen soll er dich fahren. Du hast ihn ja praktisch als privaten Limousinenservice missbraucht. Natürlich musst du dann auch dafür aufkommen, wenn die Karre im Arsch ist. Du hättest ja auch mit dem Bus oder mit dem Taxi fahren können, Rainer. Aber das hätte ich gesehen. Was 2,5 Stunden Taxi fahren für 4 Subway-Sandwiches, was da zahlt jetzt. Habe ich dem einfach mal 3.500 € hingebildet. Einfach so. Das ist krass. Einfach Bau auf die Kralle gegeben. So, weißt du, was der Witz war? Was? Der Witz, ja. Er hat das Auto verkauft, hat die Kohle eingesteckt und hat sich ein anderes Auto dafür gekauft. Oh, na toll. Ja. Der ist doch wurscht, Hauptsache er hat ein funktionierendes Auto gehabt, um dir deine scheiß Subway-Sandwiches zu holen. Damals mir schon meinen Teil gedacht, aber dann gedacht, okay, leck mich am Arsch, sage ich nichts dazu. So. Dann ging das Ganze weiter und er hat... Alles gut? Das Ganze ja, ich habe es gerade noch jemandem geschrieben, weil mich gerade jemand anschreibt. Okay. Nee, es ging dann so weiter, dass er von mir immer Geld gekriegt hat. Ich habe ihm mal einen 100er hier gegeben, mal einen 50er da, mal einen 100er da, mal einen 50er da. Ja, Rainer, aber das, bitte erzähl die ganze Geschichte. Du hast von dem dann auch immer was haben, also, ne? Du hast ihm nicht einfach immer einen 100er geben, wenn er an dir vorbeigelaufen ist. Du hast ihm einen 100er geben, damit er was tut für dich. Wäsche machen. Subway-Sandwiches holen. Dich zu irgendwelchen Terminen fahren. Einkaufen zu fahren, generell für dich. Da hast du ihm halt immer Geld dafür geben, ja. Weil du auch nicht davon erwarten kannst, dass der dich damit durchfüttert für lau. Und am Ende, als ich damals 2-3 Monate bei dem gewohnt habe, habe ich dem einfach mal die komplette Miete für jede Wohnung bezahlt. Die komplette Miete, das sind 1.400 €. Dafür, dass ich in einem kleinen Zimmer gewohnt habe, ab und zu mal geduscht habe und, naja, gutes Essen halt. Aber auch dafür... Ja, Rainer, das ist scheiße, wenn man in der Situation ist, dass man sagt, ich muss das bezahlen oder ich schlafe auf der Straße. Du hättest das auch vermeiden können, wenn du dir im September 2021, als feststand, dass du dieses Haus verkaufen wirst, wenn du dich ab da darum bemüht hättest, irgendwo eine Mietwohnung zu bekommen, hättest du die ganze Scheiße vermeiden können. Und dann die Hausbarrene nehmen
und davon deine Mietkaution bezahlen, deine erste Miete, deine Einrichtung für die Butze und so weiter und so fort. Du machen können. Hast du damit gemacht. Du hast da 40.000 Euro Spielzeugauto gekauft. Ne? Wie man sich bettet. Davon habe ich einen Großteil selber gezahlt. Ich habe einen kompletten Gasgrill gezahlt mit um die 700 Euro. Ich habe seinen Elektroherd, als der gestartet war, gezahlt um die 750 Euro. Ich habe eine neue Kaffee-Vollautomatenmaschine für 2.500 Euro bestellt. Die hat dann letzten Endes ein anderer einkassiert, von der ich auch nie wieder was gesehen habe. Das ist auch. Ja, weil ist halt dumm. Ne? Weiß nicht, wenn du tatsächlich denen dieses ganze Gelumpe gekauft hast, ist halt scheiße. Dann hast du halt gedacht, oh, das ist mein guter Kumpel, dem zahle ich jetzt einen Grill, damit er für mich grillen kann. Und das Auto, damit er mich in der Gegend rumfahren kann. Und das ist ein guter Spätzle von mir. Und dann kannst du aber nicht, wenn er dann kein Spätzle mehr ist, sagen im Übrigen, ich möchte jetzt mal Geld für das ganze Gelumpe wieder haben. Das läuft so nicht, Rainer. Eine geile Aktion gewesen. Okay. Also die kriege ich auch nie wieder. Obwohl die auch nicht mehr hat. Ich meine, das ist zumindest ein kleiner Trost. Dann ging es weiter mit einem Kühlungssystem für die Milch, für die Kaffeevollautomatenmaschine, damit die Milch außen bleiben kann und nicht, damit die Milch außen bleiben kann und nicht kaputt. Ja, verdirbt, Rainer. Dann haben wir einen kleinen Afrikola Getränkekühlschrank. Ja, den braucht jeder Mensch. Das ist die wichtigste Anschaffung. Wenn die Barren knapp sind, ist ein kleiner Afrikola Getränkekühlschrank. Du Dulli. Unbedingt braucht für seine Frau irgendwie. Okay. Hat auch irgendwie, keine Ahnung, was hat er gekostet? Bestimmt auch irgendwie 400 Euro, 500 Euro. Dann sind insgesamt noch irgendwie 1.500 Euro für irgendwas draufgegangen, was wir über Amazon bestellt haben. Amazon aber irgendwie das Ganze nicht mehr geschickt hat. Das Geld auch nicht mehr zurücküberwiesen hat. Ich nichts mehr gegen unternehmen konnte, weil es über meine Kreditkarte abgebucht wurde, die ich damals hatte. Und von der Kohle ich auch nichts mehr gesehen habe und bis heute nicht weiß, was aus der Kohle geworden ist. Ja. Und er hat absolut keine. Ja, das hört sich höchstgradig Hanebüchen an, Rainer. Das glaube ich nicht, dass, wenn du das nicht bekommen hast. Ich meine, wenn du das bezahlt hast und adressiert an deinen Kumpel, ja dann ist schlecht. So, dann. Interesse daran gehabt, das Geld zurückzubekommen, weil es waren 1.500 Euro. Das ist schon krass viel. Dafür hätte ich fast. Obwohl, hat der nicht auch einen Teil von seinem ganzen Gelumpe beim Frankengamer gelagert gehabt? War da nicht die ganzen Konsolen und die ganze Scheiße nicht an und dabei? War das nicht so, dass das Zeug beim Frankengamer lag und der dann den Reini angeschrieben hat und hat gesagt, Reini, hol deinen Scheiß hier ab innerhalb der nächsten 4 Wochen? Und der Reini dann gemeint hat, ja, das kannst du behalten oder wegschmeißen oder sonst irgendwas? Da hätte ich fast einen Monat in ein Hotel gehen können. Ja. Und das war fast die ganze Miete für einen Monat von dem. Ja. Und ich habe bei denen ein Vierteljahr oder was gelebt, also 3 oder 4 Monate, ich weiß nicht mehr genau, und ich habe 3 Mieten gezahlt. Also ich habe von den 4 Monaten oder knapp 5 Monaten, die ich bei denen gelebt habe, habe ich 3 Monatsmieten gezahlt. 3. Komplett. Okay. Nicht irgendwie beteiligt, nein, Ja. ganz gezahlt. Ganz gezahlt. Krass. Und im Übrigen, diese 3-4 Monate, von denen ihr spricht, fallen auch genau auf die 3-4 Monate, wo der eine Monat drin ist, den er angeblich auf Madeira verbracht hat, ne? Dann haben sie mich, nachdem ich keine Kohle mehr habe, einfach auf die Straße gesetzt, unter irgendeinem beknackten Vorwand. Das ist echt Ja, arg. und beknackten Vorrat. Rainer, wir sind nicht die Wohlfahrt und du hast keine Barren mehr. Du ziehst es aus. Das ist kein Vorwand, so. Das ist der Grund. So. Und der Vorwand war noch total für den Arsch, so. Wie gesagt, mir persönlich ist es im Arsch vorbeigegangen, so. Mir geht es auch nach wie vor im Arsch vorbei, auch wenn es sich vielleicht jetzt nicht anhört. Ja, immer noch, Rainer. Damals hat es angefangen, an einem deiner Ärsche vorbeizugehen und es ist an dem ganzen Gebirge noch immer nicht vorbeigekommen. So, weil ich setze da keine Kraft ein, um mich über diesen Typen aufzuregen an sich. Auch wenn es vielleicht anders klingt. Nein, ja, es klingt anders, Rainer. Es klingt so, als würdest du hier seit 20 Minuten drüber ranten, was das nicht für ein Arschloch ist. Gerade. Mhm. Und der Typ ist einfach eine Lachnummer für mich. Weil, du musst es mal so sehen, alle lachen im Internet über mich. Aber worüber lachen die? Die lachen über einen Menschen, der einem anderen Menschen 24, 25, 26, 28.000 Euro in den Arsch spielt. Ja, 30, 75, 150.000 Euro hat er ihm gegeben. Es sind 3, 6, 12, 25 Hater vor der Tür. Liest. Ach, das reicht ja gar nicht.
sagen wir mal knapp 30.000 habe ich dem innerhalb von einem halben Jahr in den Arsch geblasen. Einer vorhin waren es nur 4 Monate. Krass. Also real. Mein Auto habe ich damals verkauft für 27.000. Die Kohle ist komplett bei denen gelandet, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die für mich gezahlt wurden, die aber letzten Endes er behalten hat, weil es war zum Beispiel ein Schreibtisch, das war ein zweiter Laptop. Rainer, die ganze Scheiße hast du ihm gesagt, dass er behalten soll. Der hat die WhatsApp zeigen können, wo drin stand, ne, behalt den Scheiß oder schmeiß ihn weg oder mach sonst was damit. Ist mir egal, ich komme nicht und hole es ab. Das waren 2 Bildschirme, gut, der eine davon steht jetzt bei mir, weil ich den mir zurückgeholt habe, im Nachhinein dann irgendwann, aber den Großteil von dem Zeug hatte er noch. Und Rainer, den Bildschirm hast auch nicht du zurückgeholt, den hat hier dein bärtiger Zuhälter zurückgeholt. Dann kamen später noch dazu die 750 für den Elektroherd, also für den Herd, den er hatte, Ja. weil der angeblich kaputt war. Dann kamen dazu die 750, knapp 800 Euro nur für den Gasgrill, die auch komplett ich bezahlt habe, auch bevor ich das Geld von meinem Auto hatte. Dann habe ich gehabt, lass mich kurz überlegen, dann habe ich gezahlt, dann habe ich gezahlt das Auto mit 3.500 Euro. Ja, also sind wir schon bei 4.000, bei 5.000, sind wir bei 5.500, was ich aus eigener Tasche schon, bevor ich überhaupt das Geld vom Auto hatte, bezahlt habe. Und nachdem ich das Geld vom Auto hatte, haben wir da halt auch noch hier und da was angeschafft, ein Bett gekauft, einen Schreibtisch gekauft für mich, so ein paar Kleinigkeiten angeschafft und so weiter, ein paar Spiele gekauft. Und den Großteil habe ich von der ganzen Kohle, von den 27.000, die ich von meinem Auto zurückbekommen habe, als ich es verkauft habe, habe ich gerade mal bekommen, wenn es hochkommt, vielleicht 3.000 Euro habe ich davon gehabt. Okay, krass. Von 27.000 habe ich, wenn es hochkommt, 3.000, vielleicht 4.000 gehabt für mich. Ja, das ist halt dumm. Das ist halt aber doch alles deine Schuld, Rainer. Warum kommst du denn da hin und sagst, ja, was hier fehlt, ist noch so ein Gasgrill und so eine Kaffeemaschine oder Kühlsystem für die Kaffeemaschine und dies, das, Ananas. Frag den, hey du, was kriege ich, Miete? Dann sagt er dir das und dann sagst du, okay, und am Essen beteilige ich mich und fertig. Es ging alles dafür drauf, dass ich dem irgendwas in den Arsch geblasen habe. Und ich habe mir damals gedacht, ja, ich wohne hier, ne, das lohnt sich ja und so weiter, Ja. das ist ja super. Genau, und dann habe ich das dazu gemacht. Und was mich auch teilweise geärgert hat, ich mag das absolut nicht. Falls wir beide irgendwann mal wirklich, das glaube ich nicht, aber es sollte das immer falls wir zusammenkommen und so weiter und mal zusammenziehen oder keine Ahnung, ich hasse es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja, Rainer, warum liegt hier eine Wurst? Ja. Geht mir der Hut hoch. Da geht mir der absolut der Hut hoch. Und was die teilweise an Lebensmittel weggeworfen haben, die haben gekauft und gekauft, aber gefressen hat es keiner. Außer Okay. mir. Und ich habe auch nicht alles gefressen davon. Also, die haben Ja, oh, ey, das ist auch so räudig. Ja, Rainer hat sie wahrscheinlich gedacht, weil er Bankengamer hat er gesagt, Rainer ist in der Nacht- und Nebelaktion, hat er den kompletten Gulaschtopf irgendwie noch leer gefressen. Rainer hat sich gedacht, ja wie, die haben das nicht alles auf einmal gefressen. Dann schmeißen die das morgen bestimmt weg. Na, das lassen wir nicht zu und deswegen hast du das. Ja, genau, Rainer. So wird's gewesen sein. Joghurts gekauft. Die haben irgendwie, keine Ahnung, 2 Schachteln Joghurts gekauft. Irgendwie so ganze Päckchen, riesige Dinge, weil sie die auf die Arbeit mitnehmen wollte. Hat dann aber irgendwie nur alle 2 Wochen, alle 2, 3 Tage einen mitgenommen. Dann hatten die irgendwie 7 oder 8 abgelaufene Joghurts. Die habe dann alle ich gefressen. Gut, ich mag Joghurts, aber trotzdem. Und dann habe ich mir dann ein paar Joghurts genommen. Dann haben die sich irgendwann, das musst du dir mal vorstellen. Ich habe denen so viel gezahlt teilweise auch. Ich habe denen teilweise auch 100er zu Lebensmitteleinkäufen dazugegeben. Und das über Monate hinweg. Ja. So, und dann habe ich mir einen Joghurt genommen, den sie unbedingt essen wollte. Alter, da war aber die Hölle los. Ja, Rainer, du hast den nicht einfach den scheiß Kühlschrank leer zu fressen. Weißt du was? Den kleinen, den Mini-Kühlschrank da, den hättest du dir für dich kaufen sollen und in dein Zimmer da, das du untergemietet hast, stellen. Und da kommt deine Fressalien rein und den Rest, den anderen Kühlschrank hast du nicht anzulangen. Natürlich hat die sich aufgeregt, dass du die ganze Zeit irgendwie alles wegfressen hast. Rainer hat sich wirklich gedacht, das ist wie früher, als Rudi noch gelebt hat, wie als Kind. Man geht dann einfach zum Kühlschrank, man weiß ja, wo alles ist, wie in seinen Storys, gell? Und dann schürt man sich das rein, was da drin ist. Scheißegal, ob es jemand anders haben will. Okay. So, ach, und das Geilste ist, das kann ich dir auch gleich dazu sagen, pass auf, ich bin nicht sexistisch, ja? Aber Das habe ich von dir anders erlebt, Rainer. Da habe ich einen ganz anderen Eindruck von dir. ich bin ein Mann. Und Das weiß ich nicht, Rainer, ob das nur zählt. ich setze mich zum Pissen nicht hin. Das hat nichts mit Sexismus zu tun, ich setze mich aber zum Schiffen nicht hin. Ja, Rainer, das hat in dem Fall aber nichts mit Sexismus zu tun. Ja, du willst mir jetzt erzählen, dass du aus Prinzip dich bei denen nicht hingesetzt hast beim Pissen, obwohl sie dich darum gebeten haben? Rainer, die haben Hausrecht. Du
du wohnst bei denen in der Butze, aufgrund deren guten Willens, da hast du gar keine Ansprüche zu stellen. Und wenn die sagen, solange du hier in diesem Haus bist, setzt du dich hin beim Pissen, dann sagst du danke für die Info und setzt dich hin beim Pissen. Und hältst dein dummes Maul. Sehe ich das ein. Ich habe einen Schwanz, ich stehe beim Pissen. So, aber wenn ich Schweinerei mache, und das kommt bei mir normalerweise nicht vor. Bezweifle ich, Rainer. Das bezweifle ich, dass das bei dir nicht vorkommt. Aber sollte es vorkommen, mache ich es sauber. Das bezweifle ich ebenfalls, Rainer. Dein Reinlichkeitsempfinden, das haben wir in der Schanze zu Genüge gesehen. Rainer, du hast in den ganzen Jahren nicht einmal irgendwie einen Lappen oder einen Staubsauger oder einen Mop oder sonst was in der Hand gehabt. Ja, das mache ich. Das brauchst du nicht machen, das braucht jemand anders machen, das mache ich. Oh. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du das, auf welche Art und Weise du das sauber gemacht hast. Also, das nicht sauber ist. Außer ich bin jetzt in der öffentlichen Toilette, weil da kann ich ja schlecht sagen, ja, gib mir mal einen Lappen. Ja, aber auch dann kann man sich ein Stück Klopapier runterreißen und damit irgendwie den Rand sauber machen oder den Boden. Wenn was daneben gegangen ist, einer. Die Leute haben auch gefressen. Nur weil es eine öffentliche Toilette ist, scheißegal. Brunst mal alles zu, von oben bis unten. Nach mir die Sintflut. Arschlöcher. Aber wie gesagt, das passiert im Normalfall nicht. Weil ich bin keiner von den Männern, der seinen Schwanz rausholt, beide Hände an die Wand legt, als würde er gerade verhaftet werden und einfach loslegt. Das macht doch kein Mensch, Rainer. Oder das Ding dann irgendwie quer durch den ganzen Raum fest, als wäre es ein Wasserschlauch, der gerade voll aufgedreht wurde. Ja, Rainer, das glaube ich, bei dir ist das eher nicht der Fall. Das wird halt dann eher so aus dieser Fettfalte raustropfen und am Bein runterlaufen. Das glaube ich eher. So, ich habe mit einer Hand meinen Schwanz, mit der anderen Hand lehne ich mich irgendwo hin oder bleib einfach stehen mit der Hüfte oder sonst was. Er muss sich irgendwo anlehnen, ne? Wenn er im Stehen pinkelt. Und dann treffe ich auch mein Ziel. Ich habe keine Ja, 100%ig, Rainer. Ahnung, wie das die Leute schaffen, dass die daneben pissen. Das habe ich geschafft, als ich klein war, als ich dumm war, als ich jung war, als ich nicht darauf geachtet habe oder als ich Also dumm bist immer noch, Rainer. einfach nicht aufgepasst habe. So. Aber als ich älter wurde, so, das Problem bei einem Mann ist, wenn du stehst und gerade wenn du jemand bist wie ich, der eine Vorhaut hat, dann kommt Rainer, die meisten Leute haben eine Vorhaut. Ne, wenn die meisten Leute, die nicht aus Religionen kommen, wo das gemacht ist oder wo es, sagen wir mal, bei manchen Leuten, wo es medizinisch notwendig ist, aber der Rest hat alles eine Vorhaut, ne? es vor, dass die Vorhaut mal ein bisschen blöd liegt und plötzlich schiffst du nach rechts anstatt geradeaus. Das kommt tatsächlich vor. Okay. Wie gesagt, dafür kann man halt nichts. So, Ja doch, Rainer, dafür kann man schon was. Weil jeder, der komplett bescheuert ist, irgendwann gecheckt hat, Moment mal, ich kann mich doch, wenn ich jetzt mich da zum Pissen hinstelle, kann mir doch die Vorhaut nach hinten ziehen und dann geht das genau dahin, wo ich es hinhalte. Das hat jeder bisher gecheckt. Also die meisten, es gibt einen Haufen Deppen, die es noch nicht gecheckt haben, aber die sind meistens IQ-technisch auch eher in seinem Bereich. Aber der Rest von uns hat es doch begriffen, ne? Dass das eben dann nicht mehr vorkommt, dass der mal links, mal rechts daneben geht, der Strahl. Ne? Deswegen auch nicht mit einer Hand irgendwo anlehnen, ne? Du nimmst diese Wort und geradeaus geht der Strahl dahin, wo du ihn haben willst. Das sollte man mit über 30 irgendwann mal überrissen haben, Rainer. Und ganz zu schweigen davon, dass es auch vollkommen irrelevant ist, weil du in einem Haus von anderen Leuten oder in einer Wohnung von anderen Leuten gehaust hast und dich daran zu halten hast, was die von dir wollen. Und wenn die sagen, du sitzt beim Pissen, dann sitzt du beim Pissen, Punkt. Aber auch wenn ich auf dem Klo sitze und das Ding da reinhänge und das mal ein bisschen blöd reinhängt und ich das dann gleich merke, dann hängt das irgendwie so zwischen der Brille und der Kloschüssel und dann schiffe ich gegen die Kloschüssel, also gegen die Klobrille und dann kommt es vorne runter. Das Okay. Ja, weiß ich nicht, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Meiner hängt nach unten, wenn ich auf dem Klo sitze. Aber wenn ich irgendwie Schweinerei mache, mache ich das sauber so. Und jetzt pass auf, die hatte ihren Vater und ihren Mann, also meinen vermeintlichen Kumpel und dann noch den kleinen Sohn von ihr. Ja. Weil er mit 5 noch in die Windeln geschissen hat, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, Du bist so ein räudiges Arschloch, das ist unfassbar. Zieht er jetzt irgendwie über die Kinder von fremden Leuten her? Im Übrigen, das Kind, dessen Kinderzimmer er okkupiert hat, das zu den Großeltern ziehen musste. Über das Kind zieht er jetzt hier von diesem Bärchen her. Alter, was für ein... Aber er hasst ja niemanden. Der Rainer ist überhaupt nicht nachtragend. Alter, der geht jetzt auf die Kinder von ihm und erzählt irgendwelche Storys über die. Der ist ja ein richtiger Ehrenmann, Rainer.
Auf einen 5-Jährigen kannst du gehen. Inzwischen ist er wahrscheinlich 7, aber toll, Rainer. Bild da was drauf ein. Bist ja richtig toller Typ. Ja? Im Internet 5-Jährige diffamieren. Das ist auf jeden Fall das. Die hat mir, das fange ich an, aus dem Nächsten zu plaudern, ist ja egal. Ist ja alles die Wahrheit, was ich sage. Selbst wenn es irgendwann mal... Ja, freilich, Rainer. Deswegen hast du es jetzt auch noch mal betonen müssen. Im Übrigen, das war wirklich die Wahrheit, was ich lüg dich gerade nicht an. Halt dein Maul. Rauskommen würde, juckt mich das nicht. Also pass auf. Ich habe mich zum Pissen hingestellt. So, das habe ich immer gemacht. Das hat mich nicht gejuckt. Das werde ich auch mein Leben lang so machen, bis ich irgendwann nicht mehr stehen kann. Dann setze ich mich vielleicht zum Pissen hin. Aber Rainer, du kannst jetzt schon immer stehen. Du kannst jetzt schon nicht mehr stehen. Wenn du dich abstützen musst beim Pinkeln, dann... solange das geht, stehe ich. Das hat auch nichts mit Sexismus zu tun. Okay. Nein, das hat nichts mit Sexismus zu tun. Das egoistische Hurensohn-Verhalten, Rainer. Bei anderen Leute, wenn die sagen, du hast dich hinzuhocken bei uns in der Bude, dann hast du dich hinzuhocken, Punkt, da gibt's keine Diskussion, kein Nein, aber und fertig. Ja. Und dann kommt sie halt her und sagt zu mir und dann hat sie sich bei ihm aufgeregt, die ganze Zeit bestimmt, dass ich ja daneben pisse. Okay. Das stimmt. Das hat überhaupt nicht bestimmt. Ich habe nicht ein einziges Mal daneben gepisst. Ja, woher hättest du es denn wissen sollen? Alter, ich kann es mir wirklich vorstellen. Von oben bis unten hat er das Volk gesorgt, dann hat er irgendwo vielleicht einmal ein Bladel Papier genommen, ein bisschen was abgewischt. Fast schon, hätte ich gesagt gehabt. Und wenn dann die alle sich aufgeregt hat, dann, ja, ich hab gar nichts gemacht. Weil was hätte sie denn? Die hätte doch keinen Grund, sich deswegen zu beschweren, wenn es nicht so gewesen wäre. Und sie ist ja offensichtlich nicht daneben gestanden. Woher hätte sie dann wissen sollen, dass du daneben gesorgt hättest, wenn du dann doch immer alles so gewissenhaft wieder sauber machst? Dann hätte sie ja gar nicht auffallen dürfen. Und wenn doch, habe ich es von alleine recht gemacht, bevor das jemand gemerkt hat. So. Ja, wie gesagt, wenn es keiner gemerkt hat, hättest du es auch nicht merken können. Aber der Witz ist, ich lag im Bett, bin aufgestanden. Aufgestandene? Und ich bin noch nicht einmal aufs Klo gegangen, sondern ihr Vater ist aufs Klo gegangen. Und bevor ich überhaupt auf die Toilette gehen konnte, hat sich über mich beschwert, also bei ihrem Mann, bei meinem vermeintlichen Kumpel hat sich bei ihm beschwert und sagte dann zu ihm tatsächlich halt so, dass ich daneben pisse und dass ich das gefälligst selber recht zu machen habe. Dann kommt er zu mir und beschwert sich zu mir so, ey, ja, na, geh mal, piss das und mach das mal weg da, na, du hast reingepisst. Ich war überhaupt nicht pissen, wie soll ich das machen? Wie soll ich das gewesen sein, wenn ich überhaupt nicht pissen war? Ja. Und, Das ist ein so hanebüchende Räuberpistole, die du gerade erzählst. Freilich hast du denen das Haus vollgeschifft. Und ich sagte auch, warum. Weil du vollkommen rücksichtsloser Bastard bist, der es nicht gecheckt hat. Weil du jahrelang bei dir zu Hause einfach gelebt hast, wie der Affe im Wald. Und dich das nicht gestört hat und du das deswegen schon gar nicht mehr gemerkt hast. Weil du die Rücksichtslosigkeit in Person bist, Rainer. Komm, dann mach's einfach weg, ne, zum Frieden. Und ich gedacht, ja, gut, ne, vorhin habe ich noch gesagt, ja, okay, um den Frieden zu bewahren, habe ich es halt weggemacht. Ich meine, ich habe in meinem Leben schon Scheiße von vielen Menschen weggemacht. Krass. Ja, Rainer, wenn das so wäre, dass du es wirklich nicht gewesen bist, dann hättest du es auch nicht weggemacht. Im Leben nicht, Rainer. Im Leben nicht. Vollkommen zu Recht, wenn du es nicht gewesen wärst. Wenn ich irgendwo nicht hinpisse und irgendjemand sagt, hey, du hast da hingepisst, mach das sauber, sag ich, war das nicht. Dann mache ich es auch nicht weg, wenn ich es nicht war. Ich das jetzt auch nicht mehr. Trotzdem finde ich ja auch, gibt es auch Sachen, die ich geiler finde, als die Pisse anderer Leute wegzuwischen. Ja. Und deswegen verstehe ich auch, wenn sich jemand darüber beschwert, ja, dass ich da hingepisst habe und dass ich das wegzumachen habe. Das verstehe ich, das ist auch absolut in Ordnung. Was ich aber halt nicht verstehe, ist, wenn dann Leute herkommen und zu mir sagen, ich hätte da hingepisst, obwohl das gar nicht der Fall ist. Und das hat die mehr als einmal getan. So. Okay. Ja, du hast aber vielleicht auch mehr als einmal daneben gepisst, du Dulli. Okay. Und dann kam noch die Situation halt dazu, dass ihr Sohn war auch die ganze Zeit, der hat so einen kleinen Sohn gehabt mit 4, 5 Jahren, irgendwie von einem anderen Macker, also nicht von ihm. Okay. Das war ein ganz merkwürdiger kleiner Junge, der war mit 5 Jahren permanent am Laptop, permanent am Tablet. Nur am Tablet den ganzen Tag. Ja, Rainer, wo warst du mit 5 Jahren, bis er den ganzen Tag am Fernseher klebt, ha? Der hat beim Opa, weil ich habe ja das Zimmer gehabt, Ja. damit ich irgendwo schlafen konnte, hat er beim Opa geschlafen. So, der hat beim Opa im Bett geschlafen, teilweise hat er beim Opa im Bett geschlafen. Ach ja, übrigens, das kommt noch dazu. Ich habe dem Opa ein neues Schlafsofa gekauft. Okay.
Ich habe ihrem Vater ein neues Schlafsofa gekauft und die haben mich rausgeschmissen, eiskalt. Wild. Und ich gedacht habe, Alter, dann die Alte kannst du einfach da ins Nebenzimmer hocken, ins Wohnzimmer, muss ja im Wohnzimmer pennen. Ich meine, ich habe auch lange, vor allem den ersten Monat habe ich auf dem Boden gepennt. Ohne Matratze, ohne alles. Okay. Ja, weißt du, wie das war, als ich aufgestanden bin? Ja, auf dem Boden pennen ist halt unangenehm so. Aber natürlich, dass du dich nicht in ein Kinderbett reinlegen kannst, weil das auch für eine halbe Tonne nicht ausgelegt ist, das wäre auch einem Kinde klar. Ich bin in der Nacht aufgewacht, weil ich solche Schmerzen hatte, weil mein ganzer Körper auf Stein geschlafen hat. Auf Stein. Stein. Ach du Scheiße. Auf blankem Stein hat er geschlafen. Die haben ja keinen Teppich oder sowas im Haus gehabt. Ja, auf blankem Rainer ist offensichtlich in irgendeinem mittelalterlichen Verlies bei denen untergekommen. Und auf dem Stein hat er geschlafen. Also. Und das monatelang. Aber habe ich mich beschwert? Nö. Nicht ein einziges Mal. Ich habe halt gesagt, pass auf, wir könnten doch eigentlich da ein neues Bett kaufen. Ich bin jetzt eh noch da und alles. Und komm, ich zahle sowieso alles hier, da können wir auch mal das Bett holen. Ne? Und so sagt man, ja. Und man hat dann halt, ja, okay, mach mal. Ne? Und ich gesagt, ja, wenn ich mal weg bin oder so, dann kann das ja der Kleine oder so nutzen. Kann ich dann da. Ja, bitte sehr. Ja, ich zahle hier das, ich kaufe das, dann wenn ich weg bin, dann könnt ihr es ja weiter benutzen. Und danach schwadroniert, er schuldet mir 25.000, 30.000 Euro. Das ist kein Ding und so, keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Und das ist halt auch so eine Sache, die halt über Jahre hinweg dann irgendwie gelaufen ist und ich weiß halt bis heute nicht, was das alles sollte. Ja. Weil so ein Verhalten geht mir auch nicht in den Kopf, was die da so gemacht haben. Ja. Vor allem, Also so ein Verhalten. Dir Obdach gegeben, Rainer. Dafür gesorgt, dass du nicht auf der Straße schlafen musst. Ja, das Verhalten geht mir bei dir jetzt auch nicht in den Kopf. das Geile ist, wie ich ihn kennengelernt habe, hat er so gesagt, ja, er würde ja gerne mal mit seiner Frau ins Swingerclub und keine Ahnung und so. Und er wollte sich auch eigentlich mal, ursprünglich hat er sich mit mir unterhalten, weil er ja mit mir und seiner Frau einen Dreier wollte. Okay. Ja, freilich. Okay. Komm, da steigen wir aus. Wir sind schon 1 Stunde 15 Minuten an. Das höre ich mir jetzt nicht an. Ne? Das geht jetzt schon wieder jetzt erzählt er wieder die nächste Story. Er und seine Frau wollten natürlich, Rainer. Natürlich wollte er das. Leute, den Rest hören wir uns. Hier sind wir jetzt noch 15 Minuten von dem Video über. Das hören wir uns beim nächsten Mal an. Hier war jetzt wenigstens ein bisschen Fleisch dran an der ganzen Nummer. Und Leute, tut nichts, was Rainer tut. Bad Love.